Das sind welke Dinge, wo im Prediger veel van reden wird. En ik geloof, wanneer we in de kerk komen, dus zijn welke Themen, waar het goed is, dat we de meest, jede zondag oder jeder Monat oder jedes Jahr einmal frisch abfrischen doen. Wie davon reden doen. Ein von den Themen ist, wer sehr wie in wat is aardig gegaan en wat is Gott zijn rood voor dort. En dat war da von der, wat wir von der wollen sein, ist, wer sehr wie, die Bibel lehrt uns, wir sind Sünder, wat is Gott zijn rood? Vergebung durch Jesus Christus. So, wir sind in dieser Series, wo wir Frau, wer sie auch in Christus. Lassen Sie uns sagen, wie Gott uns gemerkt hat. Gott hat alle Menschen gemerkt. Und wir sind gemerkt, so dass wir eine ewige Gemeinschaft haben mit ihm. Wir sind in Gott sein Likeness gemerkt. Wir sind der Einzige von dort, was Gott gemerkt hat, wer gemerkt, besonders sind gemerkt für Gemeinschaft mit Gott. Gott hat viele Tiere gemerkt. Keine von denen sind gemerkt, so dass sie Gemeinschaft haben mit Gott. Gott hat Engel gemerkt, aber Gott hat Engel gemerkt, so dass sie am dienen. Wir sind gemerkt, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott. Aber das wir wollen von dir sein, der Wort wird, vor 1000 Jahren trägt, wird die Gemeinschaft tragen, dort, wo wir mit Gott haben. Und dort ist Sinn. So wir wollen von dir sein, was meint das, dass wir Sünder sind? Und wo hat Gott uns gewesen, was sein Plan ist, um uns davon zu raten. So wir wollen von dir in Reema Kapitel 5, 12 bis 21, wir haben nicht Zeit, alle die Versen durchgehen, aber wenn ihr eine Bibel mit habt, ich würde Ihnen fragen, dass ihr die Bibel merken, dass ihr mitlesen von dir. So was ist Sinn? Wenn wir die Bibel lesen, da wird viel von Sinn geredet, aber es sind 3 Wege, wo die Bibel erklären wird, was Sinn ist. Die erste, und da wird der griechische Wort gebraucht, Hermatono. Und dort meint, dass wir Hand und Ziel, und das Ziel ist perfekt sein, aber wir treffen dort nicht. So, wenn wir missen tun, wenn wir dort nicht einmal perfekt tun, dort ist Sinn. Und dort ist das Wort, was wir möchten sein in der Bibel. Das zweite ist Perimatoma. Und wir haben das Wort nicht in Plattdeutsch Wort dafür, aber in Englisch wird das Wort gebraucht, Trespassing. Und was von dem Wort wird gebraucht ist, wenn du in der Stadt ist, wo du nicht haben sollen, wir gehen der Ende Weg haben. So zum Beispiel, je würde mal sein, das ist vielleicht ein Hof oder ein Gebiet, dann hast du ein Sign abgemerkt und da hast du an, was sagt, no trespassing. Dort meint, dort andere hat nicht der Recht, zu gehen, wo den Sign ist. Und dort ist Sinn, wenn Gott sagt, das ist eine Stadt, das ist eine Weg von Leben, das ist eine Utsicht, was wir haben, was ich habe, und ihr habt nicht den Recht zu gehen, wo ich sage, ich kann nicht gehen. Und das dritte ist, das Gesetz, was Gott uns gegeben hat, brechen. 1. Johannes Kapitel 3, der 4. Vers sagt es dort. Wer sündig, der einreicht. Will sündigen, sich verschuldigen, gegen Gott seine Geboten. So ich glaube, gerade so war, wo wir Sünder sind, oder was Sünder ist, wir gehen in Gängen, wir sind nicht gehorsam zu dort, was Gott gesagt hat, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. So Gott hat in sein Wort ausgelegt, was seine Geboten sind. Zum Beispiel, Gott hat gesagt, wir sollen nicht lehen. So wenn wir nicht bei der Wahrheit bleiben, dann gehen wir gegen Gott seine Gebote und dadurch, wo wir sind da. So dort ist ein klein bisschen, was Sünde ist. Und der Grund von Sünde ist das. Gott hat gesagt, und mir gefällt das was anderes, und dann gehen wir gegen Gott. So jedem Mal wir Sünden tun, jedem Mal wir in Entscheidung merken tun, dass wir wollen gegen gehen, was Gott gesagt hat, was wir in wirklich tun, als wir stellen uns, wir proben uns hecher zu stellen, als wer Gott ist. Wir sein durch unser Sinn, dass wir glauben, wir haben den Recht,
unsere Entscheidung merken, wie sein, der was wir tun, dort wie höher sein als Gott. Und wenn wir dort recht verstehen, was die Bibel uns lernt, wir schmieren uns sehr an. So, das ist ein klein bisschen, was sind es dort nicht treffen, was wir sollen, sind es durch hingehen, wo wir nicht sollen gehen, und das dritte ist, wir brechen Gott seine Gesetze. So, wo kein Sinn in der Welt nennen? Wir sind in Reema Kapitel 5, das lehrt uns. Erst müssen wir verstehen, dass von Gott der Welt merken, dass wir keine sind. 1. Mose Kapitel 1, der 31. Vers sagt es steht. Und Gott sagt, was er gemerkt hat, und er sagt, dass wir sehr gut wir. Da oben in den Morgen verlängern von dem saasten Tag. So Gott merkt alles, und dann, wenn er alles gemerkt hat, checkt Gott nur dort, was er gemerkt hat, und was sieht er? Dort ist nicht bloß gut, aber sehr gut. Alles wird perfekt, alles wird ohne Sinn. So Gott hat alles gemerkt, dass es ohne Sinn wird. Ein Ding, was wir müssen verstehen von Sinn, ist, dass Gott es nicht der Sinn gemerkt hat. 5. Mose Kapitel 31, der 4. Vers sagt es steht. Er gab mich Schutz, sein Werk ist ohne Fehler. Und er handelt immer reich. Gott ist beständig und ohne schlechtet. Er tut immer, was reich ist. So Gott in seiner Natur ist immer reich. Er ist immer gut. Er ist immer vollkommen. Er ist immer perfekt. Er kann nicht mehr singen. Das ist unmöglich für Gott zu singen. In einer anderen Weise, wie kann sein, dass es unmöglich ist, dass Gott kann Sinn merken, wenn er kann nicht, wenn er ist perfekt und recht. Wieder Jakobus Kapitel 1, 13. Vers sagt es steht. Und wenn ein Mensch versagt wird, soll er niemals sein, dass Gott am versiegt. Gott kann nicht zum Beispiel versagt werden und er versiegt auch keinem. So wenn wir von Sinn denken, dann, und wenn uns wird versagt und wir fallen, dass wir eine Verlangen haben für Sinn, wir können niemals sein, dass als Gott, wo er mich versägen wird. Gott kann nicht singen, er kann auch keinen Leiden zum Sinn. So die Bibel lehrt uns, dass Sinn kommt von wer. Und dort sehen wir in Reema Kapitel 5, der 12. Vers. Wir fangen dort an. Das sagt, so als der ein Mensch der Sinn in der Welt kam, so als der ein Mensch der Sinn in der Welt nahm. So da kam der ein Mensch in der Welt nahm. Und wir sind in 1. Mose Kapitel 3, wo Adam und Eva durch einen Garten wären. Und Antwort gesagt, dass sie können von alles eten, büter dieser ein Baum. Und was deuten sie dann? Sie gingen dort gebaut, was Gott angegeben hat. Sie gingen dort gesagt, was Gott angegeben hat. Und sie eiten von dort. So dass wir durch ein Mensch, wo der Sinn in dieser Welt nennt kam. Und dann wieder sagt er, durch den Sinn, der Tod. Reema Kapitel 6, der 23. Vers sagt, der Lohn den Sinn tut es, der Tod. Gott aber schenkt das ewige Leben in Christus Jesus unseren Herrn. So der Tod, was hiervon reden wird, was von Tod ist das? Ich glaube, wenn wir verstehen, was Tod ist, wir wollen nicht reden wie von einem Menschen, der leben wird und sein Körper stirbt und das ist, was der Tod ist. Aber der Tod, was hiervon reden wird, ist ein ewigen Tod. Das ist ein Tod, was von unseren jetzigen Seil reden wird. Der Lohn für den Sinn ist der Tod. Was meint das? Wer ist der, wer leben jaft? Das ist Gott und Gott allein. Und so wie letzte Sonntag sagen, wir haben zwei Porten. Wir haben unser Seil und wir haben unser Körper. Unser Körper, der kann sterben und der wird sterben. Und unser Geist, der kann sterben und der hat gestorben, so zu sein. So der Wort hier von reden, dass der Sinnenlaut ist, unser Seil
in ons Körper sterben wird. Und die Bibel lehrt uns, dass wir sind in Sinn geboren, so dass wir sind in der Fülle, wie uns Körper lebt, aber der Körper wird sterben. Und wir sind jästlich, unser Seil, wir sind geboren mit einem Jäst, und ein Seil wird auch dort ist. So das ist, was der Sündenlohn ist. Das ist in Ewigen, das ist in Jesu und Tod, was wir haben. Reema Kapitel 2, der 5. und 6. Vers sagt es das. Aber willst den Hort verstockt ist, und die dort nicht leid ist, so musst du den euer taub. Die an Gott sind gerechten Gerechtstag, wird für ein Tag kommen. Die wird ein jedem nur belohnen, so als wird seine Worten gewasst sind. Er sagt hier, wir sind von Hort verstockt. Das ist eine sehr strenge Wort, was Paulus hier brauchen hat, aber wir sind von Hort, wir sind mit einem Hort geboren, und einem Seil geboren, was all dort ist. Und dort ist, was der Sündenlohn ist. Wie der Paulus lehrt hier in der zweiten Part von der 12. Vers in Reema Kapitel 5. Er sagt, so hat sich der Tod über alle Menschen verspreit, will sie alle sündigen. So Paulus sagt hier, Sinn kam in der Welt näher durch ein Mensch, Adam. Mit der Sinn kam der Tod. Und dann verspreit der Sinn an der Tod nur alle Menschen. So was meint Paulus hier? Und wieder in der 19. Vers sagt er auch wieder, so als durch einen Mensch, der ungehorsam sind und viele Sünder wurden. In Englisch das wird gebraucht, original sin. Und ich weiß, das ist vielleicht nicht der rechte Weg davon reden. Aber was das meint ist, als durch was Adam died er, das ist unser Representative. Er wird die, was anstoßen died für uns. So wenn Adam in dort Gordon Sinjen died, dann wir alle Sünder. Wir werden mit am Taub so zu sein, dort durch Adam wir werden alle Sünder. Und in seinem Weg kam Sinn zu allen Menschen. Wir würden dann glauben, wo ist es möglich, dort wir nicht alle Sünder sind, bloß wegen Adam Sünden died. Ich glaube, es sind ein paar Wege, wo wir würden gerne das antworten. Der größte Weg ist, dort ein kraxender Weg, als Christus anstehen wird für alle von uns, um unsere Sünden vergeben. Adam, wie ein Sünder, so dass wir durch Adam alle Sünden died. Eine weitere Verstehen ist, ich glaube, wir denken so, wenn Adam nicht hat gesündigt, wenn Eva nicht hat gesündigt, dann würde die Welt viel besser sein. Aber wo viele von uns, ich glaube, das ist ein Ding, was die Bibel lernt, als wo viele von uns, wenn wir in Gordon würden sein, und die Schlangen uns kamen, würden Hand könnte sind auf sein. Ich glaube, als keiner, wer da wird Hand könnte tun. Und so, dass als durch Adam und durch was Adam deed, würde wir auch Sünder sind und wollen. Wenn wir sagen, dass es nicht reicht, dort wegen Adam in Sünder Sünden, dass wir nicht Sünder sind, wie man uns ihnen leben bis unser Segen. Wenn das auch so wird sein, dass es nicht reicht ist, wir aber sind alle Sünder, wegen wir hat alle gesündigt. Und das ist, was Paulus hier lernt. Ein Ding, was die Bibel uns lernt, ist, dass Sinn verdurft alles. Durch den Sinn, was über alle Menschen kam, ist der viel Euro entschlachtet in der Welt. Wir lesen, wir sehen Bilder von der Krieg, was in Europa angeht. Du hast viel schlachtet und wir würden gerne sagen, das Übel, was da angeht. Wo ist dort, merkt dort in der Welt ist. Dort ist wegen Sinn in der Welt und der Sinn verspreit über alle Menschen. Du sagst, was die Dinge, wo Menschen gegen uns gehen, von wo kommt dort? Dort ist wegen Sinn in der Welt ist. Du sagst viele Dinge, die umgehen in unserer Welt, die nicht reich sind. Von wo kommt dort? Sinn verspreit über die ganze Welt.
So die Bibel lehrt uns hier, dass durch ein Mensch seine Sinn, kein Sinn in der Welt nähern, und durch den Sinn spreitet über die ganze Welt, zu alle Menschen, und durch den Sinn kommt der Tod zu allen Menschen. Wieder sagt er, du hast ein Verdammnis, was durch diesen Sinn kommt. Und er sagt hier in der Vers, sagt er, dass du sündig willst nur seine Sinn handhaben, durch den Sinn dort gerecht, dort du verdammt. Die Bibel lehrt uns dort, wer ein Sünder ist verdammt. Und was ist die Verdammnis? Das ist getrennt sein von Gott für alle Ewigkeit. Gott ist das ewige Leben, und wenn wir getrennt sind von das ewige Leben, dann sind wir ewig tot. Wegen Gott ist der Einzige, was Leben kann geben. Und wer in Sünde ist, Unger Sünde ist, der ist verdammt. Ich glaube, wir haben das verstanden erst mit Schuld. Und die Bibel braucht das Beispiel von Schuld, wenn die von Sünde reden. Wir haben uns eine Schuld verdient, durch was wir tun haben. Und wir sind hier auf dieser Welt, dort, wenn wir uns in der Schuld taub schaffen, dort, wenn wir würden sterben, was wird mit der Schuld? Die Schuld, die wird nicht bis ausgestreckt, wieder dort wir in Insurance haben, wird dort krank sein, dass, wenn wir sterben wollen, dann wird ausgestreckt. Was wird mit der Schuld? Die Schuld wird wiedergegeben nur die Früh und die Kinder. Und so ist unser Sinn in Schuld auch. Dort wird von jedem Mensch raufgegeben, so dort alle Menschen unter dieser Schuld sein. Und dann wieder in der 13. Vers lehrt uns, dass die Sinn ist in der Welt, Büter ist der Gesetz. Wir haben in Galater groß studiert, dass Gott gibt den Gesetz für die Juden, so die Juden können sein, dass sie Sünder wären. Und so, dass wir ein Beweis von dem Bund, was Israel hat mit Gott. Alle, wer nicht Juden sind nicht und wir nicht unter dem Gesetz. Aber die, die nicht Juden sind doch Sünder. Er sagt, die sind wir in der Welt, und das Gesetz gegeben wird. Aber das Gesetz kam, wir nicht, dass du bestimmen können, was sind wir. So ist dort auch wir, der dort herrscht von Adam, aber Moses sogar über die, der nicht krass so gesündigt haben aus Adam. Hei wir ein Aufbild von denen, der durchkommen soll. So, das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass dort, wenn du nicht in die Gesetz hast, wenn wir nicht Juden sind und wir nicht unter die Gesetz sind, wir sind doch still Sünder. Reema Kapitel 2, der 15. Vers sagt, dort, wir sind Sünder, wenn Gott hat uns in die Westen gegeben, haben uns das bewiesen, dass wir kalt kommen. Wieder die Bibel lehrt uns, dass wir haben Sinn, was in uns leben wird. Gott hat uns gemerkt, wir sind perfekt, wir wären perfekt, das Menschen. Sinn käme in der Welt nähern, und nu lebt Sinn so zu sein in alle von uns. Und das lebt durch uns Fleisch. Reema Kapitel 8, 5 bis 8 lehrt uns von das. Dort sagt er, noch fleischlich sind, bestäflich sich durch Mat, dort zum Fleisch gehört, die aber, die den Geist haben, mit Dingen, die von Geist kommen. Wer sich bloß mit das Fleisch beschäftigt, hat dem meint dort der Tod. Vor dem meint dort der Tod. Wer aber den Geist hat dem meint dort Leben in Frieden. Wer fleischlich gesonnen ist, der ist feindlich gegen Gott. Willst dort Fleisch nicht Gott unterdun ist und auch nicht können, wann dort auch noch will. Die noch im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. So redet hier von Fleisch.
So die Bibel sagt, das wird Fleisch in zwei Wege. Und das ist sehr wichtig, dass wir dann, wenn wir das wird Fleisch in der Bibel lesen, dann, dass wir verstehen, von wann von den zwei Wegen redet, die Wort geschrieben wird. Erst, und wir sagen, letzte Werk, das Wort gebraucht, Soma, das ist das griechische Werk, das redet von uns Körper, uns Fleisch. Wir würden gerne sagen, uns Muskeln und uns Körper, das ist Fleisch. Das ist leicht zu verstehen. Aber uns Fleisch ist nicht Sinn. Uns Körper ist nicht Sinn. Uns Körper ist gut gemerkt. Der redet aber von einer anderen Sorte Fleisch. Und dort ist ein Sinn verlangen. Und das Fleisch, das lebt in uns Körper und auch in unserer Seele. Und das ist ein Symbol von irgendwas, was ein Verlangen ist, was gegen Gott ist. So zum Beispiel, wenn Gott sagt, ich brauche das Beispiel erst all, dass wir sollen bei dem Wort bleiben, wenn du ein Verlangen hast zum Leben, dort ist das Fleisch. Dort ist ein Verlangen. Wenn die Bibel sagt, wir sollen treu sein zu unserer Frau und unserem Partner, wenn du ein Verlangen hast, eine Ordnung zu gehen, eine Ordnung zu checken, dort ist das Fleisch. Dort ist das Verlangen, was wir haben, versend. Was Paulus gibt hier uns Gott Nachricht. Und dort ist, wir sind in 15. Vers, er sagt, aber mit Gott seine Gnade, die er uns schenkt, ist dort nicht so aus mit Adam seine sind. So er sagt hier, und er braucht das Wort aber, und ich glaube, wie das wird sein in der Bibel, das fehlt einmal dort, wie Klima, we slow down, wir sein ernstlich, was meint das? Wegen er sagt, er hat zwei verschiedene Dinge, die er verglichen. Er sagt, aber mit Gott seine Gnade, die uns schenkt, ist das nicht so aus mit Adam seine Sinn. Was ist das Geschenk? Das ist Vergebung für die Sünde. So, was ist Vergebung? Vergebung ist wörtlich loslassen von unser Recht, die Sünde, ein Recht gegen eine Person zu holen. Das ist loslassen. In 2. Korinther Kapitel 5, 18 bis 19, besonders 19. Vers, sagt es das dort ist Gott wie in Christus und er versöhnt die Welt mit sich selbst. Wo deut er dort? Er vergibt den Menschen ihre Sünden und hält an, die nicht mehr fair. Und er hat uns die Botschaft von der Versöhnung und vertraut. So, wir sind versöhnt, wir sind die Gemeinschaft, zu Wort wie gemerkt sind, die ewige Gemeinschaft, sehr wie versöhnt, dass wir zwei, dass wir Verbrechen durch sind. Nu hat Gott mehrlich gemerkt, dass wir abgemerkt können sein mit Gott. Und wo der kommt dort, wegen unserer Sinn wurden ausgestreckt. Dort, wo du in Stich stund, wird wahrgenommen. Dort hast du nicht mehr, und hält uns nicht mehr fair. Die Bibel lehrt uns, dass wir sind alle Sünder. Uns steht alle, was fair, dass wir nicht Gemeinschaft haben mit Gott. So, wir würden gern sein, wir sind alle Sünder. Aber wer in Christus ist, wir sind Sünder. Wir sind nicht mehr Sünder, so wie ihr schweren. Wir haben dort Fleisch noch in uns, aber Gott hat uns vergeben, so dass wir in Gemeinschaft sind mit Gott. So, wo wird Gott uns vergeben dann? Gott vergibt uns durch ein Mensch. Christus sind kam in der Welt durch ein Mensch. Vergebung kam in der Welt durch ein Mensch. Er sagt dann, wie Gott seine Gnade so viel grater, das ist das in der Vers, dort durch einen Mensch, Jesus Christus, durch Gott seine Gnade Vergebung zu haben ist. Wir sind Flächen, wir sollen sein, wer wir sind dort, wir sind Sünder, wir sind dort erst anmerklich, dass wir reich können stehen mit Gott.
En dat zit dan vielleicht so traurig. Weil er sagt hier, seine Gnade ist noch viel greater. Gott seine Vergebung ist noch viel greater als unser Sünd. So das bedeutet nicht, dass wir einen großen Sünd ist, wann wir in Radar haben. Gott hat das mehr gemerkt, dass alle sind, jeder sind, was wir haben getan, ist vergeben in Christus. Wenn da ein Gott Nachricht ist, ich glaube, das ist Gott Nachricht. Das meint nicht aber, dass wenn Gott uns vergeben hat oder unser Sinn bis ausgestreckt wird. Unser Sinn wird betont. Wo deut Gott dort? 1. Johannes Kapitel 2, der 2. Vers sagt, Christus hat mit seinem Tod unsere Sünden betont. Und nicht nur unsere, auch für alle Menschen auf der Welt. Christus Sinn kam durch ein Mensch über die ganze Welt. Er sagt hier, Christus sein Tod hat unsere Sünden betont. Und nicht nur unsere, auch von allen Menschen. Wenn ihr hier seid, dann seid ihr Port von diesen allen Menschen. Du hast keiner, was büter Gott seine Vergebung ist. Du hast keiner, was so eine große Sinn hat getan, dass Jesus dir nicht kann vergeben. Und was das ist Vergebung in uns? Der 16. Vers sagt, aber die andere Seite han, bringt die frie Gnade, die Rechtforderung für viele Sünden. Und dann der zweite Part von 18 sagt Dr. Celsius, gerade so kam durch einen seine Gerechtigkeit die Rechtforderung für alle Menschen. Durch was Jesus tat, können wir alle recht gemacht sein. 2. Korinther Kapitel 5, 21. Vers, das ist ein Vers, was wir alle auswendig sollen weiten. Und dort sagt es das. Gott mögt den, der von keiner Sinn wisst. In uns steht zu sehen, dass wir durch für Gott gerecht wurden. So als dort für Jallen det. In 1. Petrus Kapitel 2, 24 sagt es das. Jesus selbst nahm unsere Sünden ab, seinen inneren Körper, mit ab den Kreuz ab, dort wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Wild durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir fangen an und sehen, dass durch Sinn kam der Tod. Und dass durch Gott sein Geschenk, Jesus Christus sein Tod, wodurch wir geheilt worden von dem Tod. Und dann durch diese Vergebung, 19, der zweite Part von 19, sei wie, dort wir wollen gerecht gemerkt. Wir wollen sein, was das meint, ein paar Sünde von dir. So wollen durch den einen seine Gehorsam sein, viele gerecht gemerkt. So wo können wir diese Vergebung dann annehmen? Dort ist bloß der Gnade, oder bloß der Glauben. Gott hat uns Gnade gegeben und dort ist ein Geschenk, was er noch uns geben will, aber er wird nicht, dass er das geben, dort bemacht wird. Das muss wir annehmen. In Galater Kapitel 2, der 16. Vers sagt, wir weiten dort einen Mensch nicht der das Gesetz halten gerecht wird. So dass nicht der das Gesetz halten, aber der den Glauben an Jesus Christus. Wenn du von dir hier bist und deine Sünden sind noch nicht vergeben, du hast nicht, was du kannst tun, durch die Gesetz halten, dass Gott dir die Sünden wird vergeben. Du hast bloß eine Weg, wodurch Gott uns vergeben wird. Und das ist durch Jesus Christus. Und wo können wir das annehmen? Können wir das verschaffen? Nein. Das ist bloß durch Glauben. Bloß durch Glauben. So, was ist das Glauben? Das hat zwei Parts. Erst müssen wir dort glauben, dass es so ist, als Gott sagt, das ist. Wir müssen dort annehmen, wir müssen dort glauben, dass wir Sünder sind. Und dann der zweite Part ist, wir müssen dort vertrauen. Dort, was Gott getan hat für uns, dort annehmen im Glauben, dort, was Jesus getan hat er getan für uns.
Ein Beispiel ist, und ein Geschenk ist, das ist nicht genug, bloß dass du am Tisch loten, wir müssen dort gehen, holen und dort annehmen und dort aufmerken, so dass es uns ist. Und dann lehrt die Bibel uns, dort wann Jesus uns vergeben wird. Wir sind wirklich ganz rein. Jesaja Kapitel 1, der 18. Vers, kommt mal taub, sagt der Herr, und weil wir uns dort durchreden. Auch wenn jene Sünden dunkelrot sind, können die Schnee worden. Und wenn sie aus dunkelrotet sich sind, können sie wett aus Wall worden. Ich weiß nicht, jeder mal han gedaan en fan het schmacket wird het ham ab oder ein Kleid en dan du wat bloot not kommen der dunkelrood. En dat bloot je de meest niet ruit te krijgen. En in veel wegen wordt allemaal, da wordt gegrind zijn. Da wordt allemaal going te zijn dat de dunkelrood gegrind is. Aber der Jesus Christus in de vergeving kan dat wetter zijn als frische Schnee. Ganz rein, ganz vergeeft. Alle Sünden sind weggenommen. So, ich will von dir schließen mit einer Frau. Hast du dort bekannt? Hast du dort könnt sein, wer die Geborenen ist? Wir sind alle Geborenen, so sind da. Aber Gott seine Gnade ist gratis, als wer wir von Natur von unserer Geburt an. Gott seine Gnade gibt uns Vergebung, dass all das, was wir sind, all das, was wir tun haben, kann vergeben sein in Jesus Christus. Wir schließen mit einem Gebet. Jesus, Dankeschön. Das sagt hier, dass deine Gnade das immer gratis sind. Wir seien von dir Dank. Gott, wenn die Söhne sind, wird von dir diese Botschaft harken down und hören down. Und sie auch nicht vergeben sind, wenn sie noch nicht haben gegeben, dass du endlich die Sinnen hast vergeben. Wir beten Gott, dass die was von dir tragen, dass sie kann die Freiheit finden in Christus, dass sie kann frei sein von der Sündenschuld. Und wir beten alle das in Jesu Namen. Amen.